Komm mal her. Wenn die da drin sind und sich küssen, yes, das wäre, die sind voll am Züngeln hier. Willkommen bei Soup Mo, wo die Suppe einfach... Oh, du bist's. Hoffentlich ist es wichtig, McFly. Leech, war das Jennifer? Nun, A, geht dich das nichts an? Und B, ist sie ganz offensichtlich nicht mehr dein Mädchen. Ja. Okay. Diese Zeitachse widert mich echt an. In Hill Valley gibt es viele Regeln. Aber natürlich, zu unser Allerbestem. Aber natürlich zu unser Allerbestem. Und zu unserem Besten. Ich habe gerade geruckelt beim Einblenden, auch nicht schlecht. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter zurück in die Zukunft. Wir sind gerade bei unserem Spanner-Dad, der auch 1986 noch ein Spanner ist, nur dieses Mal mit mehr Technik. Sehr schön. Also, wir fragen gerade nach. Wir fragen uns gerade ein bisschen rum, sagen wir es mal so. Wie kann Küssen verboten sein? Schmuggelware ist schlecht, richtig? Haben wir einen Hund? Hast du jemals ein gefährliches Tier gehalten? Unmöglich, selbst Die wenn Mutter ich wollte. vielleicht. Man hat alle fortgeschafft. Allerdings habe ich gestern auf einem meiner Monitore etwas sehr Interessantes entdeckt. Ja, was hast Auf du denn welchem gesehen? gleich? Moment. Ah ja. Sieht das für dich wie ein streunender Hund aus? Egal. Ednas Tierpatrouille wird kurzen Prozess mit ihm Das machen. ist ein Stein. Das ist ein Stein. Moment. Ich habe Hast nicht du geguckt. jemals ein gefährliches Tier gehalten? Unmöglich, selbst wenn ich wollte. Man hat alle fortgeschafft. So. Ich habe schon wieder nicht geguckt. Hast du Mann, jemals es tut ein mir leid. Ich schneide das gefährliches Tier vielleicht. Nein, gehalten? ich schneide das nicht raus. Unmöglich, selbst wenn ich wollte. Man Ach so, hat er alle zeigt das jetzt gar fortgeschafft. nicht mehr. Ach so, auf dem Monitor. Da müsste ich gucken, wo der Hund ist. Egal. Wie kann Küssen verboten Öffentlich sein? küssen ist illegal, oder? Ah, der Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Das ist in der Tat verboten und zieht viele Strafpunkte nach sich. Allerdings wird dieses Gesetz recht oft gebrochen. Ich könnte dir davon zahlreiche Beweisaufnahmen zeigen. nee, Genau es ist- überreden Leute andere Leute zum Gesetzesbruch. Vielleicht sollte ich dir dann lieber doch keine Videobeweise zeigen. Ach so, ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in dem Hill Valley von 1986, also in diesem Hill Valley, in dieser Zeitlinie umgesehen, wo Doc Brown Bürger Brown ist und quasi so der Oberkapo. Wir haben rausgefunden, dass unser Vater immer noch ein Spanner ist. Nur, wie gesagt, dieses Mal mit mehr Technik. Und jetzt müssen wir rausfinden, wie wir die Gesetze brechen können, damit wir zu Doc Brown kommen. Also, Schmuggelware Wenn ist ich schlecht. mit Schmuggelware erwischt werde, kriege ich ziemlichen Ärger, oder? Und ob. Je nach Gegenstand kannst du dafür bis zu 1000 Strafpunkte bekommen. Aber dich wird man bestimmt nicht mit illegalen Dingen erwischen. Nein, Bei deiner Mutter mache ich mir da mehr Sorgen. die Mutter ist eventuell wieder eine Schnapsdrossel. So. Schmuggelware. Wir haben vorhin unsere Gitarre gefunden. Also, anderes Thema. Etwas auf dem Herzen? Ja. Ich bringe das Band zu Bürger Brown. Frag nach Mom. Ich frage Es nach geht Mom. um Mom. Wie konnte sie nur so da... kannst nicht auf Abstand gehen? Denkst du nicht, Mom wäre gelassener, wenn du ihr etwas mehr Freiraum lassen würdest? Also ihr nicht hinterher spüren das ist würdest? mal eine brillante Idee. Wie Hill Valley wohl aussehen würde, wenn alle mehr Freiraum hätten? Besser? Wir alle würden versucht sein, unseren Impulsen zu folgen. Ich möchte nicht wissen, wohin das führen würde. Zu einem schöneren Hill Valley. Wie konnte sie nur so werden? Wie konnte sie so werden? In meiner perfekten Welt ist sie ganz anders. Du hast recht, das ist wirklich ein Rätsel. Wir beide wissen natürlich, dass Hill Valley die perfekte Welt ist. Aber aus irgendeinem Grund sank sie immer tiefer, je mehr ich mich bemühte, sie an die Regeln heranzuführen. Ja. Sie denkt drüber nach, sich beim Bürger-Plus-Programm anzumelden. Sie überlegt, sich für das Bürger-Plus-Programm anzumelden. Tut sie das jetzt? Du wirst es nicht so weit kommen lassen, oder? Nun, wie man hört, soll das ein recht drastisches Prozedere sein, das die Persönlichkeit komplett umkrempelt. Andererseits, wenn Bürger Brown das empfiehlt, ist das sicher eine gute Idee. Etwas Anderes auf dem Thema. Herzen? Ja, frag nach mir, frag nach dir. Um dich und deine Arbeit. Na los. Wie konntest du nur so Diese werden? Spionagesache scheint echt
dein Ding zu sein. Das ist keine Spionage, Sohn, das ist Filmdokumentation. Diese authentischen Momente aus dem Leben der Bewohner von Hill Valley werden zu Dokumentationen und Werbefilmen verarbeitet, die dem Rest der Welt unsere Lebensphilosophie nahebringen sollen. Sicher, du kannst sagen, die Dinge haben sich zum Extremen hin entwickelt. Aber ich esse regelmäßig und ich nutze die Örtlichkeiten. Hä? Ich glaube, was er damit sagen will, ist, ich habe Reality-TV entwickelt und ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich scheißen kann. Wie ich kotzen möchte. So rum hieß das, glaube ich. Wow. Habe ich den auch versaut. Sehr gut. Du solltest übrigens ein Science-Fiction-Autor sein. Eigentlich bist du... Ich meine, würdest du nicht viel lieber Schriftsteller sein und zum Beispiel Science-Fiction-Romane schreiben? Science Fiction. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, aber das war bevor Bürger Brown das verboten hat. Science-Fiction ist illegal? Science-Fiction? Science Fiction fördert die ungesunde Obsession mit dem Fantastischen und Unmöglichen und führt unter Umständen zu dem Gedanken, dass es bessere Gesellschaftssysteme als das von Hill Valley geben könnte, was blanker Unsinn ist. Okay, Okay, anderes Thema. Ja, Dann frag ich mal nach mir. Es geht um mich. ich bin ganz Ohr. Ich auch. Wie bin ich denn? Nun, wie ich so Hey, wie höre, bin ich denn so? halten die Leute in dieser Stadt Marty McFly für einen Für ein was? Nerd. Das sagt man? In vielerlei Varianten. Die Leute können grausam sein. Nur weil ein Junge ein Einserschüler ist, sich an Regeln hält und nicht auf Partys geht, trinkt oder spät ins Bett geht und vielleicht sozial ein bisschen unbedarft ist und ein Freak in Sachen Körperhygiene und seine Gummibandsammlung mehr mag als... Ist ja gut, Mehr will ist ich ja darüber gut. gar nicht hören. Gummibandsammlung? Ich bin stolz auf dich, Sohn. Ja, du bist ja auch ein Spanner. Wo kann ich mich finden? Mit jetzt eine Selbstfindung machen Ich will oder nur was? verstehen, warum Jennifer auf dieser Zeit, vor kurzem mit mir Schluss gemacht hat. Weinst du diesem Mädchen immer noch nach? Vergiss sie. Sie ist ein schlechter Fang. Ich habe auf meinen Überwachungskameras gesehen, wie sie Dinge tat, die absolut nicht mit dem Kodex von Hill Valley konform sind. Ich will es nicht hören. Sie hat Jungs geküsst, hat mit Jungs im Auto gesessen. Ihrem Vater zuliebe habe ich nichts gesagt, aber glaub mir, sei froh, dass du sie los bist. Wo kann ich mich finden? Was eine geile Frage. Wo sollte ich deiner Erwartung nach gerade sein? Nun, Ach so, eigentlich hätte ach ich so. erwartet, dass du bis morgen bei diesem Mathe-Magie-Wettbewerb am See bist. Mathe-Magie. Deshalb schätze ich, du kannst die Zeit nutzen, wie du willst. Okay, Mathe-Magie. anderes Thema. Mathe-Magie Ja? am See. Das nehmen wir gleich. Es geht um jemanden, den wir beide kennen. Das ist Mom. Frag nach Hill Valley und seinen Regen. Was ist mit dem Haus Was ist geschehen? eigentlich mit dem Haus los, Ja, Dad? genau. Warum ist das Soll so? ich dir das erklären, Sohn? Während du beim Mathe-Magie-Wettbewerb warst, wurde in unserem Haus ein CZ36-Verstoß festgestellt. Was? ist ein Ich weiß, das Spannerverstoß? ist sehr peinlich. Deine Mutter ist am Boden zerstört. Sie tut alles, um das Haus sauber zu halten, aber den Hausstaubmilben ist nur schwer beizukommen. Moment mal. Alter, Wir dürfen echt nicht jetzt? ins Haus wegen der Hausstaubmilben? Nun, erst wieder, nachdem ein Reinigungsteam da war. Das ist doch lächerlich. Zum Glück durfte ich mit meinem Büro in die Garage umziehen. Ja. Ja, aber da kommt jemand und putzt das Haus. Ist doch eigentlich recht geil, wenn du es nicht bezahlen musst. Hausstaub. Wann wird dieses Hausstaubmilbenproblem gelöst sein, damit ich wieder an meine Sachen kann? Nun, das Reinigungsteam meinte, wahrscheinlich kämen sie noch heute Abend, doch sie sind aufgehalten worden. Ich rechne also eher mit morgen früh. Morgen? Und wo soll ich schlafen? Dafür ist gesorgt, Sohn. Wir werden im Garten zelten, so wie früher, als du noch ein Kind warst. Okay, diese Zeitachse ist ganz offiziell ein Albtraum. Wie funktionieren die Monitore? Wie genau Komm mal her. funktioniert denn diese Anlage? Wie schön, dass du Interesse daran zeigst, Sohn. Jeder dieser Monitore Komm, Sohn, ist ich mit zeig dir, wie man mehreren Spanner Kameras wird. verbunden, die ich im Valley strategisch platziert habe. Mit offizieller Genehmigung natürlich. Mit diesen Knöpfen kann ich zwischen den Kameras hin und her schalten. Alle Monitore sind an Videorekorder angeschlossen. Alles, was ich sehe, zeichne ich auf. Wenn ich zufällig über etwas Interessantes stolpere, habe ich es auf Band. Mhm. In Hill Valley gibt es viele Regeln. Aber natürlich, zu unser allerbestem. So, das hatten wir schon. Ja. Okay, anderes Thema. Okay, ja. Ja, Ja. Es geht um jemanden, den wir beide Ich glaube, da war es Ja. dann um Mom. Also so, ja, okay. Oh, Moment, da waren wir nicht. Wir fangen ganz unten an. Okay. Erzähl mir von meinen Geschwistern. David und Linda
Hast du was von ihnen gehört? Nein, ich dachte, du vielleicht. Schon ewig nicht mehr. Soweit ich weiß, arbeitet er immer noch für diese große Stadtzeitung und sie in diesem Frauenhaus. Ich werde nie verstehen, warum sie aus Hill Valley fortgegangen sind. Komisch. Erzähl mir von Edna. Was weißt du über Edna? Mrs. Bürger Brown? Ja. Oh, sie ist eine wunderbare Frau. Wie heißt sie? Die Leute lieben ihre liebenswürdige, zurückhaltende, großmütterliche Art. Edna? Reden wir von der gleichen? Aber sie tut wirklich genauso viel für die Stadt wie ihr Gatte. Moment, habe ich das jetzt die ganzen Folgen lang falsch gesagt? Ich dachte, Mrs. wäre die Bezeichnung für eine, also die veraltete Bezeichnung in Amerika halt, wenn man das heute nicht mehr so macht, aber das war ja 1931, wo das die vorherigen Folgen gespielt haben. Also Mrs. wäre die Bezeichnung für ein Fräulein, für eine unverheiratete junge Frau und Miss von einer Verheirateten. Wenn doch aber Edna jetzt Edna Brown heißt, dann ist sie doch verheiratet und auch nicht mehr jung. Da müsste doch Miss Brown sein. Egal. Erzähl mir mal von Bürger Brown. Hast du jemals Zeit mit Bürger Brown verbracht? Nun, natürlich sitze ich bei all seinen öffentlichen Ansprachen im Publikum. Persönlich meine ich. Oh. Nein, von einem kleinen Sektor L-Bürger wie mir nimmt er gar auch keine Redner. Notiz. Cool. Aber ich hoffe, dass ihm mein Dienst an der Allgemeinheit eines Tages auffällt und ich ihm die Hand schütteln darf. Erzähl mir mal Hast du von Biff in Biff. letzter Zeit gesehen? Nicht seit er im Rekonditionierungszentrum war. Ist er wieder unter den Lebenden? Kommt darauf an, wie du lebend definierst. Er ist ganz anders als der Biff, den ich kannte. Der Glückspilz. Irgendwie ist es nicht fair, dass der größte Schurke von Hill Valley als erster in den Genuss der Vorteile des neuen Bürger Plus Programmes kommt. Aber ich sollte nicht neidisch sein. Etwas auf dem also, Herzen? wir haben jetzt alles durch. Ja, ich bring das Band zu Warum Bürger gibst du Brown. mir nicht diese Videobänder? Ich werde sie zu Bürger Brown bringen. Danke für das Angebot, Sohn, aber ich will dich da nicht mit hineinziehen. Bürger Brown wird von dem Inhalt der Bänder nicht begeistert sein und ich will nicht, dass er seinen Unmut an dir auslässt. Den Leuten auf den Bändern wird es außerdem missfallen, wenn sie von meiner Überwachung erfahren. Nein, ich werde die Bänder nicht aus den Augen lassen. Es ist zu gefährlich. Okay, wir brauchen unbedingt diese Bänder. Nun, dann lass ich dich mal weiterschnüffeln. Ja. Überwachen, Sohn. Ja, Überwachen. überwachen. Ich ne? lass dich mal in Ruhe. Genau. Genau. Ein So. neuer Tag in Risch ein paar Hill Valley, Regeln. dem Du kannst mit Lorraines Ort Geheimvorrat anfangen. war doch nicht eine Spur Sehr gut. Wir haben noch eine Gitarre. Das ist meine Axt. Es gibt viele Äxte, aber das ist meine. Das ist wohl richtig. Ironie? Was ist das, Officer? Ah, komm, ich guck mir mal die Tür an. Dieses Wohngebäude verstößt gegen Bürgerverordnung CZ36 und wurde unter Quarantäne gestellt, bis Korrekturmaßnahmen erfolgt sind. Bitte halten Sie Abstand von dem Haus. Einen schönen Tag noch. Was zum Teufel? Halte bitte den Abstand ein, Sohn. Das sah irgendwie voll witzig aus. Kann man das nochmal machen? Sie mich. Achtung, Bürger! Dieses Wohngebäude Das sah doch dumm aus. Martin, ich kann bei dem Radar nicht arbeiten. Ja, sorry. Das sah halt einfach so witzig aus. So. Wir gehen jetzt zurück und dann brechen wir noch ein paar Gesetze. Wo kommt man hier? Da. Ja, kann ich da dran gehen? Gegensprechanlage sogar. Wo liegt das Problem, Bürger? Ups, falsche Nummer. Ja, glaube ich aber auch. So. Da müsste noch das Auto stehen, genau. Dann fahren wir mal zurück. Also, das Spiel hat ja quasi vorgeschlagen, wir gehen mal Mutters Schnapsvorrat suchen. Dann würde ich mal sagen, dann suchen wir den. Der muss da ganz in der Nähe sein, von da, wo sie sich gerade aufhält. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Also an der Statue sollte sie eigentlich sein und putzen. Guck mal, da hinten ist eine Statue, ne? Da ist ein Mülleimer. Ah, das war nicht gut. Macht Spaß, Kleiner. Wer spricht da? Versuchte Zerstörung öffentlichen Eigentums verstößt gegen C64. Ich wollte sie nicht zerstören. Nehmen Sie Ihren Strafpunkt. Tja. Alles klar. Ja. Der Putzeimer von meiner Mutter, der sieht schon sehr verdächtig aus.
Achso, er hat sie wieder gerade. Guck mal, da Putzheimer. Okay, Putzheimer ist es nicht, da kann ich nicht dran gehen. Recyclingtonnen? Ich rede mal mit meiner Mutter, wo sie eventuell ihren Schnaps versteckt hat. Mama, wo hast du denn den Mom? Schnaps? Nach dem Flachmann fragen. Mom, sag direkt, mal, trinkst du etwa wieder? direkt rein. Sei nicht dumm, Schatz. Alkohol ist illegal, weißt du? Ja, Mom, aber Dad hat doch gesagt... Ach, dein Vater. Ich habe seine Schnüffeleien satt. Immer spioniert er mir nach und beobachtet mich. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, George. Komm schon, Lorraine. Es ist zu deinem Besten. Ich weiß, dass du etwas vor mir verheimlichst. Das ist meine Sache. Dad, Mom, hört auf damit, beide. Jetzt hör mal zu, junger Mann. Das ist eine Erwachsenensache zwischen deiner Mutter und mir. Verstanden? Ich weiß, Dad, aber auf deine Art funktioniert es nicht. Du musst ihr etwas Freiraum lassen. Wo ist sie hin? Mom? Aha, ich wusste es. Was ist das da in deiner Hand? Nix. Rum? Gin? Ein Weinflaschenkühler? Zu deiner Information. Das ist ein Messingreiniger. Ich bin zum Arbeiten hier, weißt du? Lorraine? Nein. Lorraine, ich pass doch nur auf dich auf. Du weißt doch, wie viel Ärger wir bekommen können, wenn du wieder mit dem Trinken anfängst. George! Kann ich da jetzt Ich nicht wäre da nicht so reingucken? Die angespannt, hat doch wenn du da mich nicht 100 dauernd so Pro. erdrücken würdest. War das ein Eingeständnis? Ein Nein. Eingeständnis, wie ich von dir erdrückt werde. Okay. Dann reden wir halt noch ein Mom? bisschen so mit ihr. Ich frag mal nach mir. Ich habe keinen guten Tag, Mom. Kann ich dich etwas fragen? Wir haben alle unsere Probleme. Was habe ich denn so gemacht? Mein Zeitplan ist weg. Was muss ich diese Woche tun? Aber nächsten Montag ist Junior Brown Brigade. Junior, was noch? Und Dienstag ist schon Schul-UN. Schul-UN? Mhm. Du vertrittst Djibouti. Am Mittwoch leitest du dann den Brettspielclub im Freizeitzentrum. Okay, das Wow. reicht mir. Bin ja voll der Rebell hier. Seit wann bin ich so Alle spießig? behandeln mich, als wäre ich irgendein Streber, Mom. Sie Komisch. sind neidisch, weil du so ein perfekter Bürger von Hillbilly bist. Genau, War ich schon genau. immer so? Schon immer ein perfekter Sohn? Schon seit 18 Jahren. Mhm. Was war, als ich das Wohnzimmer in Brand gesetzt habe? Du wolltest uns doch nur das Löschmittel zeigen, das du mit deinem Chemiebaukasten gemischt hast. So ist das jetzt so. Echt stark. Jetzt ist wieder laut. Okay. Wegen Ich Jennifer. habe und mir. Jennifer heute gesehen. Oh, Jennifer, was für ein hitziges Mädchen. Versöhnt ihr euch wieder? Ach, Sie guck hat mal, mich sie will, dass wir abserviert. zusammenbleiben. Ich bin nicht die größte Beziehungsexpertin, wenn man bedenkt, dass ich den ersten geheiratet habe, der mir vor die Füße gefallen ist. Aber du solltest vielleicht weniger Zeit mit deinen Mikroskopen und Ameisenfarmen verbringen und dich mehr um sie kümmern. Was gefällt dir, Martin? Was sind ihre Interessen? Ich weiß es nicht mal mehr. Siehst du? Okay. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Was haben wir denn sonst noch so? Wegen Hill Valley in seinen Regeln. Liegt es Müssen an die jetzt mir alle oder ist Hill durchfragen, Valley ist heute ganz sehr klar, ne? streng? Manche sagen vielleicht sogar erstickend. Aber das hast du nicht von mir. Nein. Erzähl mir vom... Biff sagte, er hätte Ärger für den Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit bekommen. Unglaublich, oder? Klar, in den 60ern ist es etwas außer Kontrolle geraten mit der freien Liebe und allem. Aber jetzt gibt es selbst fürs Händchenhalten eine mündliche Verwarnung. Dann ist Küssen verboten? Kissen Sogar verboten. Umarmungen. Es ist barbarisch. Die im Rathaus behandeln uns wie Kinder auf Klassenfahrt. Nee. Biff Kein hat all die Händchen halten Schmuggelwaren erwähnt, die er früher hatte. Weißt du irgendwas davon? Was willst du damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich will nur wissen, was für Schmuggelwaren im Umlauf sein könnten. Damit ich darauf achten kann. Wie ein guter Bürger. Ja, sehr gut. Nun, von solchen Dingen weiß ich nichts. Nein, Aber die keine Leute Ahnung. schmuggeln noch Alkohol aus der Nachbargemeinde. Was? Ich habe gehört, dass die Kinder kopierte Ausgaben von Dungeons & Dragons schmuggeln. Das wäre sicher was für dich, hm? Ich werde darauf zurückkommen. Erzähl mir von Ist es Hunden. wahr, dass Biff für das Hundeverbot verantwortlich ist? Ich denke, das war Ednas Idee. Hunde waren immer ihr Wunderpunkt. Aber dein Vater und ich, wir lieben Hunde.
Wirklich? Das wusste ich nicht. Und warum hatten wir nie einen Hund? Wir wollten einen Hund, um euch Kindern Verantwortung beizubringen. Doch als ihr dann da wart, waren Hunde schon verboten. Jetzt werden wir wahrscheinlich niemals einen Welpen großziehen. Mom, das ist vielleicht das Traurigste, was ich je gehört habe. Na gut, reden wir Ist über etwas vielleicht besser anderes. so. Hätten sie sich Natürlich, besser eine Schatz. Katze geholt, so. Dann fragen wir mal nach Dad. Also, was ist mit Dad los? Ja. Was ist mit Dad los? Das ist eine gute Die Geräte Frage, in ne? der Garage sind echt heftig. Ja. So würde ich es nicht nennen. Eher unheimlich. Das habe ich gehört. Ja. Coole Idee. Nach dir fragen. Was ist Hab mit ich doch dir, schon. Mom? Was Achso, soll denn sein? Bürger Plus. Ich habe dich mit Biff über das Bürger Plus Programm reden gehört. Biff sagt, ich wäre die perfekte Kandidatin dafür. Ich kenne Biff. Und wenn die Leute durch das Bürger Plus Programm so werden, willst du das nicht? Aber das hat Biff verändert. Sieh ihn dir an. Er scheint so glücklich, so zufrieden mit der Stadt. Was würde ich nicht geben? Er ist ein Zombie, Mom. Dein Vater sagt immer, dass ich das Werk unseres großen Bürgers Brown nicht genug würdige. Vielleicht ist es Zeit, dass ich mich ändere und einfach mit dem Strom schwimme. Okay, aber warte noch etwas, ja? Du solltest lieber nichts Unüberlegtes tun. Das Ding an diesem Programm ist halt, ne? Ja, natürlich bist du ein Zombie und so. Aber sie hat halt einen Punkt. Mann, ey. Wenn du die Möglichkeit hättest, dass dir alles einfach scheißegal ist. So die richtige LMAA-Pille. Weißt du? Dir ist alles kackegal. Du hast nimmer so diese Gedanken, oh, das ist scheiße, oh, mein Job nervt mich, das ist doof, warum muss ich das machen? Warum werde ich dauernd rattig? Es ist alles so, es ist alles hier, alles ist super so. Also, jetzt nicht nur, wenn du das aufgedrängt kriegst und denken musst, sondern wenn es halt wirklich so ist. Und es ist ja alles so, alles ist cool, alles ist geil, ich finde das super. Also manchmal, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das manchmal schon richtig cool wäre, wenn dir halt einfach so alles, yay, ist mir doch egal, wenn dir alles egal ist, also alles egal im positiven Sinne. Ach man, ich glaube, ich werde alt. Warum bist du hier und polierst die Statue? Ich weiß, dass ich diesen Monat für die Uhr eingeteilt war, aber dann hat Needles Mom etwas von dem schlechten Tofu gegessen. Deshalb wurden die Aufgaben im L-Sektor neu verteilt und jetzt bin ich hier. Ich würde lieber die Uhr sauber machen. Da oben ist es viel schöner ohne all die Kameras. Die Kameras? Wegen dem großen Was für Bruder Kameras oder denn? dem Habe ich ja Vater noch gar in nicht dem Fall. gesehen. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Natürlich, Schatz. Flachmann haben wir schon. Da haben wir doch Scheint, schon als jemanden ob ich gefragt, niemanden mehr oder? kenne. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass du mehr rauskommen solltest. Okay, da haben wir einiges. Officer Park. Jens Vater mag mich wohl nicht besonders. Er ist nur etwas gestresst. Dass er in die Fußstapfen seines legendären Vaters treten muss, macht den armen Danny Jr. ein wenig nervös. Das sehe ich. Aber er erfüllt seine Aufgabe. Dank ihm und seinem Vater ist Hill Valley seit Jahrzehnten so trocken wie die Sahara. Leider. Trocken? Doc hatte recht. Wir haben es übertrieben. Was hältst du von Jennifer, Mom? Nun, sie machte einen ziemlich wilden Eindruck, Schatz. Ich habe wirklich gehofft, dass etwas von ihrer, Lebensfreude auf dich abfärbt. Aber echt, Wie hey. meinst du das? Naja, Martin, du bist manchmal etwas verklemmt. Du musst es nicht schönreden, Mom. Vielleicht musstest du es mal hören. Es ist in Ordnung, Prioritäten im Schönreden. Leben zu haben. Aber vielleicht hätte Jennifer weiter oben auf deiner Liste stehen sollen. Ja, sollte sie. Du hast schon die Gitarre gekauft. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Frauen lieben Musiker. Übe nur weiter, dann wirst du sicher besser. Was redest du da? Stimmt, Ich bin könnte mit ein der guter Gitarre Musiker. zu Jennifer gehen. Aber sicher, mein Schatz. Aber sicher. Wegen Gibt Bürger es eine Brown. Möglichkeit, mit Bürger Brown zu sprechen? Ah, du weißt, wie schwer das ist, Martin. Der große Mann verbringt so viel Zeit damit, neue Regeln aufzustellen und Apparate zu erfinden, die nicht richtig funktionieren, dass er kaum Zeit hat, mit uns zu reden. Das ist wohl der Preis für eine sichere, glückliche Stadt.
Dann spricht er mit niemandem? Außer jemand beginnt Strafpunkte zu sammeln. Ja, da sind Daran wir ja hat er immer dabei, noch ein aber du willst mir ja nicht. persönliches Ich frage jetzt, soll ich nochmal nach dem Flachmann Du könntest fragen? natürlich mit Mrs. Brown sprechen. Clara? Nein, Dummchen, Edna. Edna Strickland? Mhm. Ja, natürlich, Edna. Clever war die Frau, die ja aus dem Wilden Westen, die Lehrerin. Die fand ich auch knuffig, aber okay, wegen Edna, wegen Biff. Biff ist ungewöhnlich freundlich. Sollte er auch sein. Er hat gerade das Bürger-Plus-Programm abgeschlossen. Bisher scheint es, als hätte ihm das wirklich gut getan. Findest du nicht, dass er seltsam ist? Ich meine, er ist so gar nicht er selbst. Darum geht es doch, oder? Weißt du noch, wie er war? Ein schrecklicher Störenfried. So schlimm war er nicht. Na ja, dann hättest du ihn mal in der Highschool sehen sollen. Kann ich mir vorstellen. So, also wegen Edna. Warte, Doc, Bürger Brown ist mit Edna Strickland natürlich. verheiratet? Hast du dir den Das ist Kopf voll der gestoßen? Schnellchecker, aber er ist, Sie sind seit 40 Jahren glücklich verheiratet. Ja. Und wenn du mich fragst, dann hat Edna in der Beziehung die Hosen an. Ach, Sie gibt auch immer die täglichen Mitteilungen bekannt. Sie schreibt sie wahrscheinlich auch selbst. Ich muss mich hinsetzen. so, dann hätten wir Na das, gut, glaube ich, durch, reden wir über oder? etwas anderes. Natürlich, Schatz. Ich würde jetzt, wo zur Hölle ist der Flachmann? Mom, hör zu, ich bin auf deiner Seite. Falls du ein Problem hast, würde ich dir gerne helfen, aber das ist deine Entscheidung. Oh, sieh dich an. Du bist so ein netter Junge. Ich bin froh, dass du mehr nach mir als nach deinem Vater kommst. Was hast du gesagt, Lorraine? Nix. So kann ich nicht leben. Dad, das war nicht hilfreich. Oh, da widerspreche ich, Martin. Es ist wichtig, sie auf frischer Tat zu ertappen, damit ich es auf Band habe. Wenn es auf Band ist, kann ich ihr zeigen, dass sie ein Problem hat. Das ist lächerlich, Dad. Du verhältst dich, als wäre das eine Geheimoperation. Wo ist sie hin? Mom? Aha, ich wusste es. Ich glaube halt, dass Da. die das in ihrem Was Shirt hast du da eben versteckt, in ihrem versteckt? Polo-Shirt. Das war Obstlikör. Das ist eine Sprühflasche mit Orange Classic für meine geplanten Putzarbeiten. Das ist auch keine Sprühflasche. Lorraine, ich sag es tut dir, mir leid. das Zeug ist Du bist in in dem letzter Zeit nur so Putzeimer. verschlossen. Ich komme aber da nicht hin. Vielleicht will ich nur nicht die ganze Zeit ausspioniert werden. Nein, Weißt du, da, nicht die ich kann ganze nicht Zeit, Lorraine. dran klicken. Hin und wieder muss ich auch mal schlafen. Ich will aber. Ich kann mal in die Recycling-Tonne gehen vielleicht. Ich bin wirklich fürs Recyceln, aber das geht zu weit. Ich hole mir jetzt einen kleinen Hinweis. Könnt ihr das verheimlichen? Vielleicht verrät sie es dir, wenn sie sich nicht beobachtet fühlt. Ach so. Ja, das hat schon gereicht als kleiner Hinweis. Vielleicht sollte ich mal mit dem Officer da reden, ob sie nicht die Uhr putzen könnte. Die ist Officer auch ganz, Parker? ganz dreckig. Verschwinden Sie, Bürger, und halten Sie sich von Ärger fern. Okay. Dann halten wir uns mal von Ärger fern, indem wir jetzt erstmal zu Jennifer gehen und ihr zeigen, guck mal, ich habe eine Rock-Gitarre. Halt, Moment. Dahin, darüber und dann da runter. So ungefähr, ja. Ja, genau. Aha, guck. Die ist da reingegangen. Oh, Moment. Die hat ihre Farben vergessen. Da bewahrt Jen wohl ihre Sprühfarben auf. Stilgerecht in Verschlossen. einer Munition. Oh. Habe ich irgendwas, um sie zu öffnen? Zum Beispiel eine Axt. Kombiniere Axt mit Munitionskiste. Also so behandelt man keine Gitarre. Okay. Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Ja, du solltest ja einfach nur da drüber gehen, immer noch. Er will er aber nicht. So, dann guck mal da mal hier. So habe ich das vorhin nicht gesehen. Tür. Ja, geh doch an die Tür. Die führt zum Supmo. Leech ist da drin. Mir Ja. wäre es lieber, er käme raus. Und der kommt raus, indem... Pass auf, ich spiele jetzt... Huch, Strafpunkte? Hier steht, dass dieser Ausdruck für meine Unterlagen ist. Moment. Ich muss mal gucken, was er da... Sehen wie Strafzettel aus. Muss ich Strafe zahlen oder so? Also, jetzt... Gitarre benutzen mit Marty geht nicht. Mit der Tür. Also so behandelt man keine Gitarre. Ich dachte, du kannst dich jetzt da hinstellen und ein bisschen Musik machen, so, weißt du? Ist hier noch was zu gucken? Was ist denn das da? Ein Flachbildfernseher? Nee.
Hm. Müll. Wir wühlen mal ein bisschen im Müll. Dieser Schrott kommt mir seltsam bekannt vor. Von vor 50 Jahren. Ach so. Kann ich da durchklettern? Nee. Hm. Bin jetzt gerade hier... Komm, hol uns noch ein Paket. Ja. Ach so. Mann. An die Kamera. Hm. Bin ich ganz von alleine drauf gekommen. Ah, guck mal, es geht hier weiter. Das ist eine Zwischensequenz. Ach so, Moment. Ich kann jetzt auch hier... Komm mal her, komm mal her. Wenn die da drin sind und sich küssen... Yes, das die sind voll am Züngeln hier. Willkommen bei Soup Mo, wo die Suppe einfach... Oh, du bist's. Hoffentlich ist es wichtig, McFly. Leech, war das Jennifer? Nun, A, geht dich das nichts an? Und B, ist sie ganz offensichtlich nicht mehr dein Mädchen. Hm. Ja. Okay. Diese Zeitachse widert mich echt an. Du und Jennifer, warum niest du so viel? Was steht auf der Karte? Gratisproben. Wo sind die Gratisproben? Hier, ich bewahre sie hinter der Theke auf. Oh Gott. Wenn du kotzt, musst du es auffrischen, Memme. Was? Ich krieg das einfach nicht runter. Nicht mein Problem. Hat er jetzt die Probe eingesteckt? Warum sind sie hinter Wieso dem sind die Tresen? Proben hinter der Theke? Ich kann sie nicht offen stehen lassen. Ein HUND streunt hier rum. Er versucht ständig, sie sich einzuverleiben. Dabei fällt schon mal das Tablett auf den Boden. Ein Hund? Moment, diese Proben lagen nicht etwa auf dem Boden, oder? Himmel, McFly, keine Panik, sie sind frisch. Die meisten. Was zum Teufel Was ist das? denn für ein Zeug? Das Irgendwie sind die schimmelig Leber, aus. Erbsen, Sojakäse-Hotdogs. Igitt. Wir alle beide Arschkriecher. Ey, das Ding ist halt wirklich... Wann kam das Spiel raus? 2010, 11, 12 so ungefähr. Damals war das halt wirklich noch Sojawürste so. Heutzutage so... Ja, okay, ist mir doch scheißegal. Wenn es schmeckt, schmeckt's. So, wegen diesem Hund. Dieser Hund, wie sieht er aus? Er trickst Wie mich Einstein. aus. Der elende Flohteppich. Wartet immer, bis ich ihm den Rücken zukehre. Woher weißt du denn, dass es ein Hund ist? Du kannst ihn riechen? Allergie, Dumpfbacke. Ach so, deshalb niest er so viel. Okay. Deshalb niest Bist du er so etwa viel. erkältet? Das ist eine Allergie. Ich könnte wetten, dass hier irgendwo ein Hund ist. Ein Hund? Ja, der Ja. blöde Köter wollte Ja. schon meine Gratisproben klauen. So, was steht, Was auf, steht der auf der Karte? Karte? Suppe. Nur Suppe? Und mehr. Mehr. Und was fällt unter die Kategorie Meer? Wir haben ganz falschen Hasen. Hergestellt aus texturiertem Aber Weizenprotein. ganz falscher Igitt. Has. Nein, danke. Mehr. Und was fällt noch unter die Kategorie Meer? Da ist noch der Humburger. Gemacht aus geröstetem und gepresstem Humus. Gibt es hier auch richtiges Geil. Fleisch? Definiere richtig. Irgendwas Essbares. Ich traue mich kaum zu fragen. Hummus Was ist habt doch ihr noch cool. für Nicht-Suppengerichte? Irgendwas Essbares? Nun, wir haben noch Erbsen-Leber-Sojakäse-Hotdog. Das ist neu, deshalb gibt's das gratis Ist da zum wirklich Probieren. Leber drin? Willst du ein? Was Ja, habt ihr denn und für Suppe? welche Suppe? Minestrone? Ja, genau. Manche Dinge ändern sich nie. Ach so, er ist dann der Enkel von Oddball hieß er, ne, Q-Ball. Egal, schon gut. Also, du und Du Jennifer? und Jennifer? Wirklich? Oh, ist der kleine Nerd etwa eifersüchtig? Ja, schon. Und etwas angewidert. Das ist wahrscheinlich die Suppe. Zieh dich mit Jennifer vor. Besser du behandelst Jen mit Respekt, Leech. Hey, ich behandle Jennifer nur mit Respekt. Genauso wie ihre Augen, ihre Kurven, die Art, wie sie sich wendet, wenn sie... Hey, Nun, dieser Idiot, der sie hat gehen lassen. Vor dieser Flasche habe ich keinen Respekt. Ja, da hat er jetzt aber wohl recht, wenn er noch nicht mal ihre Hobbys weiß oder sowas, ne? Also sicher, dass hier bist ein du dir Hund sicher, ist. dass hier irgendwo ein Hund ist? Hör zu, Klugscheißer. Ich bin nur auf 2 Dinge allergisch. Hunde und Disco. Und bum 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 höre ich gerade nicht, du? Nein. Dann Conan. ist es ein Hund. Okay, Dankeschön, Bis aber du bald. hast mir schon mal Richtig später. ein bisschen
Sprich ein paar Regeln. Freunde dich mit einem streunenden Hund an. Oh mein Gott, ein streunender Hund. Sind sie jetzt wieder am Knutschen da drin? Ich sehe euch. Ah ne, der... Moment. Der knutscht gerade nicht. Ich gehe noch mal hinten. Ha! Da ist ein Hund! Was? Der hat einen... Hey, Oh. da ist dieser räudige... Der... Schnapp ihn dir, McFly! Ja, mach ich. Ja, hör auf, hier mich... hör auf, mich aufzuhalten. Komm her. Ha! Er ist also wirklich da drüber rübergerannt. Und da ist Farbe. Nein, ich muss Farbe holen. So, jetzt aber. Hast du jetzt geschnallt, wofür das Holzbrett gut ist? Sehr gut. Mann, hat ja Der gedauert. muss sich hier irgendwo verstecken. Der muss sich hier irgendwo verstecken, der Hund. Hinter dem Tisch, hinter dem Kühlschrank, hinter der Palette. Du hier, Eini? Oder wie du jetzt auch heißen magst. Keine Spur von Ist er jetzt ihm. wieder abgehauen? Das war jetzt irgendwie nicht so von Erfolg gekrönt irgendwie. Sorry, ich wollte hier mit einem Erfolgserlebnis die Folge beenden. Aber vielleicht kann ich das ja noch. Wir klauen ihr was. Klau es ihr einfach. Klau es ihr. Sehr gut. Dann hätten wir hier auch ein Erfolgserlebnis. Wir haben erfolgreich unsere Ex-Freundin beklaut. Sehr schön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Bis morgen, wenn wir Hunde jagen. Moment, ich muss die Hand frei machen. Tschö. Hunde jagen.